Tja, Freunde, in der letzten Folge hat uns ja der Lord oder die Lordin, wie sagt man das irgendwie am besten? Weiblicher Lord. Der weibliche Lord des Gebiets hat uns alle ja ziemlich verarscht. Und ja, sie ist auf der Flucht, wieder mal, aber mit ordentlich Power getankt. Irgendwie die Hälfte der Bevölkerung hier hat es erwischt durch diesen Einsatz. Wieder einsam geworden. Jetzt eine Geisterstadt, wo sind sie alle hin, wo sind alle gegangen? Ja, einfach nicht, die haben sich aufgelöst. Ja, so schnell kann es gehen. So, und für uns, ja, wir sollen zu unendlichen Docks gehen, westlich von jetzt. Habe ich eigentlich auch vor. Ich habe mir aber langsam überlegt, ob es vielleicht mal Zeit wäre, die DLCs mal zu, ja, uns zu holen. Da haben wir ja noch ein paar Dinge, wa? Können wir mit Netzwerk, wir können mal gucken. Ich habe seit Beginn des Let's Plays noch keinen einzigen DLC abgeholt. Hinweise, was? Paket SRO Zusammenarbeit jetzt im Angebot. Sehr interessant. DLC Kostümvorschau. Kostenlose DLC jetzt verfügbar. Ja, Sparzeit. Steigerungsbußpaket jetzt verfügbar. Mal gucken, kostenloser Ding verfügbar. Der hier. Übungsgelände. Okay. Schwierigkeitsgrad hinzufügen. Ja, geheim hinzu. Ganz einfach hinzu. Okay. So, Zusammenarbeit ist jetzt im Angebot. Das Spiel. Eine besondere Crossover-Quest. Genau. Das haben wir schon mal gehört. Man sieht es ja auch hier sehr schön, ne? Dass die Charaktere hier halt die Outfits haben. In dem Fall vor allem von Kirito und Asuna aus Sword Art Online. Kostümteil Law, okay, er kriegt noch das andere. Kadettenuniform, ja. Ventoria Trainingskampf. In der Spielphase kann diese Quest natürlich dann nicht verfügbar sein. Genau. Das ist auch noch so ein Punkt. Okay, gut. Für Kostümvorschau müssen wir noch irgendwas gucken. Ungenutzten DLCs gehen. So, warte mal. Ungenutzte DLC-Artikel. Jetzt halt die Frage. Kann man die einfach alle mitnehmen? Was ich nicht ganz verstehe. Aha, okay. Jetzt verstehe ich's. So, Freunde, ja, ihr habt es gerade richtig gesehen, auch viel Kohle und so. Wir holen hier alles, was irgendwie geht, weil jetzt langsam mal Zeit. Auch wegen Level und so. Ich habe langsam das Gefühl, es wäre nicht schlecht, wenn man es langsam sicher vielleicht auch mal so ein paar Level-Ups und so uns etwas durch Training, sondern halt durch gewisse Tränke und so holen. Alter. Also, nur wohlgemerkt, wir holen jetzt zwar alles ab, aber werden natürlich dann nach und nach alles mal ein bisschen angucken, genauer. Weil sonst bin ich den ganzen Part plus den nächsten Part noch dran, nur DLCs anzugucken. Und das muss ja auch nicht sein. Und FP auch noch. So. Die haben wir uns also alle geholt. Sehr schön. Ja, hier verschiedene DLC-Kostüme. Was zum... Oh, da hat also irgendwas. Zum Teil die Kostüme. Göttinnen-Tracht. Ja. Ja, sehr schön. Ungenutzte DLC-Artikel, müsste glaube ich nichts mehr drin sein. Nee. Jetzt will ich es aber sehen, Freunde. Galt 100.507. Jo, das stimmt soweit schon mal. Und hier müsste glaube ich alles explodiert sein. Alter Schwede, ja, hier ist einiges explodiert. Auch Rüstung hast du noch gesehen und Waffen natürlich auch. Lecco mio, ey. Verbrauchsgüter, vermutlich auch ein paar. Rotdinge, Salbei und so weiter. Da haben wir irgendwie... Warte mal. Bringt die Bonus der Kampfserie. Okay, ich dachte, da wird irgendetwas, womit wir mehr Erfahrungspunkte kriegen. Haben wir vielleicht auch geirrt. We've got all the ingredients for that recipe now. Great.
I'll let you cook then. Wait, what? Wait, what? Genau. Also machen wir uns auf den Weg und werden eben nach und nach mal ein bisschen gucken, was wir da von den DLCs so bekommen haben, wa? Und dann gab es meiste davon waren irgendwie gratis DLCs sogar. Weil aber eigentlich bislang nichts irgendwie eingelöst. Außer vielleicht einen Tag vom Release im Spiel, dass ich meinen Code eingelöst habe. Der aber beim Spiel halt dabei war. Also insofern auch null Problemo. Okay. Westlich von Yes. Hauptquartier der finsteren Schwingen. Hühnchen! Also hier waren wir ja, wa? Beziehungsweise... Das heißt, dass es hier weitergeht, aber warte mal. Die haben wir noch gar nicht. Wechsel von jetzt, das stimmt schon, wir müssen schon hier hin. Du, 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 du. Ja, aber ganz schön dort drin ist Lude, war, so wie sie uns ausgetrickst hat. Also da. Nicht übel, kann man sagen, nicht übel. So. Hä? War hier irgendwas ein Huhn? Okay, haben wir das wohl schon gefunden. Da ist ja. Wird das Hauptquartier der finsteren Schwingen sein. Einfach ganz kurz vorbeigucken. Vielleicht hat sich hier ja ein bisschen die Stimmung verändert, wa? Jetzt, wo ihr Anführer da vergangen ist und die meisten Truppen auch. Die meisten ist schade, bis auf Didheim. Für den finde ich es nicht schade. Aber das wollte ich nicht sagen. Da natürlich bitter. Almedria, ja gut. Eben zum Teil hat er auch selber Schuld, meinen Sohn Hass zu entwickeln. Im Sinne von, die Hexe muss brennen, die Hexe muss brennen. Ich meine, dass das schief gehen muss, ist doch irgendwie klar. Hä? Wir tun jetzt mal übersehen. Ernsthaft jetzt? Durfte gar nicht hier hin. Da stimme ich dir zu. Heilkräuter suchen, okay. Ja, also ich glaube hier in der Stadt werden wir auch nicht viel mehr jetzt erfahren zum aktuellen Zeitpunkt. Ups, falsch. Wir müssen vermutlich wirklich erstmal Almedria, den Lord des Windes, erledigen. Dann sind wir weiter. Also. Da gehe ich jetzt auch mal ganz normal hier durch. Gucken wir mal, ob so direkt etwas getriggert wird. Nö. Okay. Dann mal sagen, gehen wir mal hier hin. Und ich will mal kurz gucken. We should be able to cook here. Na, wir haben noch einen Effekt drauf, also von dem her muss momentan noch nicht sein. Trotzdem ein bisschen Reis mitnehmen kann nicht schaden. Wenn ich mal gucken wollte. Warte mal. Ich dachte, da waren wir eigentlich auch schon, wa? Ah, dann See auch, da war sowieso nicht viel. Angeln konnten wir da, ja, und sonst war da einfach noch die Burg, wo wir sowieso nicht weiter konnten. Dann waren wir da. Okay, stimmt soweit. Jo. Waffe schmieden. Ein Donner, ne? Diese verdammten Astralkristalle. Ich meine, klar, jetzt den hier ist auch cool. Kluggebrüll, ja, da herrscht kein Problem. Drachenflammensack. Astralkristall, Astralkristall. Naja, mal gucken. Vielleicht kriegen wir die auch bald wieder. Wir hatten die erst gerade kürzlich einen bekommen. Und ich glaube, irgendwie doch dieses Vieh, das Almendria beschwört hatte. Das ist ein Astralerz, kein Astralkristall, ist ein Unterschied. Leider. So. Hier waren wir noch nicht, weil ich glaube, ich durfte letztes Mal gar nicht hier durch oder so. Da konnte gar nicht. Und deswegen gesagt, ja gut, da muss ich auch nicht durchgehen, wenn ich hier nicht durch darf. Jetzt ist was anderes, jetzt müssen wir hier durch. Es wird offenbar zu einem Schiff offenbar.
Kann natürlich auch gut sein. Ich meine, wir wissen ja, das nächste Reich muss was mit Wasser zu tun haben. Da noch ein Element fehlt, also auch ein Meisterkern. Und ja, ich meine, ein Wasserreich quasi, wäre nicht so verkehrt, wenn das irgendwie halt abgelegen auf einer Insel liegen würde zum Beispiel. Man halt nur mit einem Schiff hin könnte oder so. So. Mal gucken. Let's see what you've got. Where are you going? Look sharp. I'll face you. Luna Rondo. Here I go. I'm not so good with airborne targets. Mirage! Strike! Take up fires! I've got You can't get out Let of him this! measure break. Going in. All yours! Back into the fray. Luna Rondo! Thank you! Here goes! Tempe! Not on my watch. An astral art? That's Yeah, Mann. my So. cue. Where are you going? Shut him down! Hat mich nur kurz verklickt, Freunde, keine Sorge. Here I come! Do it. Snake in More. the abyss! I'll stop your movement. And I'll stop your life! Ja, warum nicht? Und der ist auch schon hinüber. Our work is done here. Let's move. Bizarrer Megakern. Shion. So. Und sonst muss man sagen, direkt weiter. Ein unbekanntes Gebiet. I think Huro senses an owl around here. Bin ich mir jetzt nicht so sicher. Okay, scheint ein größeres Gebiet zu sein. Mit vielen Zeugels. Let's see what you've got. Elusive deity! Take this! Rotating the silver! Lunar corruption! Strike! I'll face you! Eat dirt! You're mine! You're finished! Sag mal, Leave the ensnaring to me. Yeah! And the raging to me! schnell ist er, muss ich ihm lassen. I'm not... Try harder! Aber nicht schnell genug. Now or never! Das muss er mir lassen. No further! Aura Steel! Win! By the power of water. Mirage! Tempe! Do it. Kisara! Commander of heaven! Phoenix Cyclone. Yeah, Mann. The abyssal deep! You're finished! Was war schon? I need to be stronger. Nicht nur du, Kisawa. Kisawa sag ich schon. Shione, Entschuldigung. Rote Kamille noch. Okay, wieder ein weiteres rotes Zeug. Sehr gut, sehr gut. I see plenty of ruins around here, too. It must have been a big town bustling with people back in the day. For Crown Contest participants, places such as these are but vectors for the astral energy they pursue. Similar to that windmill, for instance. Orangelee. Sehr gut. Ja. Ansonsten hier direkt nächste Gegner. Servus. Let's dispose of the trash. Anything in order to escape my judgment. Carve through armor! It's like trying to keep up with a wolf! If it's in the sky, it's mine. Where are you going? Win! Do it. More. I'll stop your movement. And I'll stop your life! Now! Take this! It's over! The abyssal Heavy. deep! Win! For us a path! Far enough. Luna Rondo! Glacial spear. Phoenix Power. In an instant! Impact Frost! Bye, bye. Ach, ich liebe, wenn ein Plan aufgeht. Okay, hier ist eine. Irgendwo hier unten. Bei Eulen ist es ja auch so, dass man immer irgendwie die Eule auch hört. Wenn man nah genug dran ist. Astralerz, zumindest sollte man es hören.
ist eher eine stumme Eule. Ich höre sie zwar, aber sehe sie nicht. Hä? Schau ich gerade hin? Wo ist die Alte? Ah, da, jetzt sehe ich sie. Mein Gott. Wie komme ich denn da hin? Mache ich gerade auch was falsch. Aber auf alle Fälle sehe ich sie schon mal. Vielleicht kann ich sie irgendwie so ansprechen. Ne? Moment. So. Looks like we spotted one of Oh. Discourteous. Oh. Can't get out of this! I owe you one. Here I go. Try harder! Nix da. Den haben wir gesehen, Kumpel. It's over! Leave the agile one to me. Phoenix Power. ready. Commander of Heaven! Phoenix Cyclone. Not a chance! You're finished! Damn it! Stoop back! Stand back. I'll trip it up. Eat dirt! I'll take you all on. Kizawa ist sauer. Demolisher! Against my full power, you didn't stand a chance. Ich glaube, das haben sie kapiert, Kizawa. Die Frage ist, ob ich jetzt da runterkommen, aber wieder hoch. Was? Ah. Was haben wir da Schönes? Unterwassertäuschung. So. Ja, ich muss langsam mal zugeben, Freunde, irgendwie Elfens Rüstung gefällt mir optisch doch nicht so, wie ich irgendwie die Hoffnung hatte. Erstmal gucken, was wir hier noch so alles haben. Protoklinge Alma. Sieht aber auch geil aus. Natürlich alles schon schwächer, als wir aktuell haben. Eine Waffe mit Danescher und Renescher Technologie. Eine Klinge aus allen 6 Astralelementen kann sie alle Materie zerschlagen. Okay. Trotzdem schwerer als unser aktuelles Goldschwert. Ausgerüstet. Interessant. Der Stab einer jungen Alchemisten. Das heißt, er wird bei der Navigation in den Himmel gerichtet wird. Okay. Königlicher Stab. Können wir mal den ausrüsten. Alter Wachschild. Da geht es ja damit. Der alte Wachschild, okay. Protoarm Aegis. Denesche und Renesche Technologie verbindet. Dann, wenn sie uns alles aus dem Ende, findet sie alles in jeden. Schön. Ja, des Kosmos. Buch der Eulenweisheiten. Alte Zeremonie und Artes. Okay. Das ist der Flammenritter. Zeremonie der Wolfsklingen. Den Rinwels Magierklan weitergegeben wurden. Das ist sicher meistens abgedeckt. Okay. Trotz allem interessant. Der Rest, den er so hat, ist nicht wirklich brauchbar. Hier haben wir nichts Neues bekommen. Ja, das kann ich gar nicht gucken. Ansonsten, nee. Nee. Da auch nicht. Gut, generell jetzt mal Outfit. Natürlich habe ich hier andere Dinge. Samurai-Knoten, Standfrisur, asymmetrische Frisur, Pfederschwanz der neuen Welt. SW-Einsicht. Fokussierter Kämpfen. Eigentlich ist das schon mal ein Spoiler, weil damit wissen wir, okay, die Eisenmaske wird nochmal weiter zerbrechen. Andererseits haben wir das vorhin ja auch schon gesehen, wo da dieser seltsame Typ hier angegriffen hat vor ein paar Folgen und uns beinahe ausgelöscht hat. Haben wir auch schon gesehen, dass Elfens Maske wieder geleuchtet hat, so ähnlich wie damals im Kampf gegen Balfes. Also insofern, Balsef, so. Also, dass die natürlich mal komplett zerbrechen wird, ist, glaube ich, oder sollte, glaube ich, klar sein.
Irgendwann mal. So. Eine schlechte Rüstung. Ich glaube, ich würde eher mal auf die Silberversion. Der Kupfer gefällt mir nicht so richtig, habe ich jetzt gemerkt. Und so Rüstung des Versöhners. Passt zu seinen Haaren, aber irgendwie. Nein, weiß nicht so recht. Samurai-Rüstung A. B, C. Was soll mit Samurai-Rüstung, ganz ehrlich. Wegbereit in der neuen Welt. Ja, vielleicht für später. Das Beste bei der Welten. Okay. Da machen wir jetzt momentan noch nichts. Lassen wir mal so, wie es ist. Was hätten er für eine schöne neue Garderobe? Shogun-Dinger, explosiv. Badehose, Direktormantel. Schicke Vagabund. Der Vagabund. Der wird irgendwie noch zu ihm passen, finde ich. Ja, vielleicht später. Wachenrüstung, weibliche Samurai-Rüstung, bla bla. Natürlich. Ist klar, er ist eine Dame, deswegen muss natürlich ein Bikini sein. Hitziger Lederanzug. Natürlich mit einem tiefen Ausschnitt. Stille Assassine. Nee, sie sind Tank, sie muss schon eher sowas tragen. Edelasche. Weltvereiner, SW. Ich muss glaube ich mal das ganze Team mit den SW-Dingen ausstatten. Aber Edelasche wäre gar nicht mal so eine schlechte Idee, finde ich jetzt. Das wird einfach irgendwie viel zu rot mit den pinken Haaren. Und rosa Haaren, besser gesagt. Aber den kann ich glaube jetzt mal testen. Wie gesagt, testen, ne? Geht darum. So, aber haben wir gesagt, dass ein Scharlach-Erbgewand gerne später mal ausprobieren würde. Eulenuniformen, ja. Jetzt haben wir hier eine Eulentracht. Ja, kann durchaus auch cool sein. Dreht wenn es quasi um die Rache geht, diese Z. Ja, komm. Haben wir den hier. Beamtenuniform. Sturm-Shinobi. Was sind das? Shinobi-Dingern ständig. Jetzt haben wir eine Wolfstracht. Ja, kann man eigentlich auch machen. Später, Freunde, später. So, Elfen-Silberrüstung. Ja, ich finde, gefällt mir ganz gut. Wieder mal hoch. Die Folge ist ja eh schon wieder vorbei. Ich hätte jetzt mal gesagt. Dann soll man es irgendwie noch mal gucken, was wir noch sonst so haben. Was ich noch irgendwie verpasst habe. Warte mal. Hier oben war ich. Da geht's ja runter. Aua, schmerzhaft runter. Zu einer Truhe. Rezept für Eiscreme. So, warte mal. Fähigkeit Matrix haben wir noch gesehen, dass irgendwie. Also. Ich habe noch Samurai, ja, dankeschön. Rollender Azursturm. Oh, was haben wir getan mit den DLCs? Brüder Schuljunge, ja, ist klar. Ach du Scheibenkleister. Mal ein bisschen schneller durch. Ich wollte eigentlich nur wegen den FP gucken, wie viel wir jetzt insgesamt haben. Was war eine schlechte Idee, sehe ich gerade. Ja, wir haben ein paar FP mehr. Alter Schwede, okay, muss natürlich auch noch ausrüsten, bevor wir uns in den Kampf stürzen. Aber es hat auch noch ein bisschen Zeit. Die 4000 FP, alter Schwede. Erfahrungspunkte so gab es eigentlich nicht, wa? Für ein paar Level-Ups. Das finde ich jetzt auch noch interessant. Aber okay. Dann, Freunde, würde ich mal sagen, war wir hier oben soweit? Hier auch. Jo. Nächster Part gehen wir also mal hier runter.
gucken uns hier noch um. Ich glaube nicht, dass es großartig was geben wird, aber dass wir sicher irgendwie bis hierhin kommen. Das wäre mein Ziel. Eventuell, dass ich noch ein paar Objekte verfüttere. Vor allem so, sage jetzt mal, Lavendel und so Dinger wäre vielleicht nicht ganz so schlecht. Da würde ich sicher noch gerne sehen. Ansonsten... Ich habe jetzt nicht mehr allzu viel. Wir haben natürlich viele Rezepte bekommen, das ist auch alles cool. Können wir uns auch mal näher angucken, aber dass wir uns dann doch ein bisschen auf die Suche nach Almedria machen. Dem Lord, der uns alle so verarscht hat. Also uns nicht besonders, weil wir haben ihn kaum kennengelernt, aber die Bewohner dieses Reiches, die hat sie ziemlich verarscht. Oh Mann. Bis zum nächsten Mal zurück bei Tales of Arise und ciao zusammen.